Dann oben auf, das ist natürlich das Tupferl am I oder wie man auch dazu sagt, das Punkterl am I. Oder wie, was habe ich jetzt gesagt? Das Punkterl am I, nicht das Nummerl am I, das ist scheißegal. Wichtig ist, ganz wichtig, das hört man auch und sieht man auch in allen Shop-TV-Sendungen, dass man dann oben auf diese Art von Gefäß setzt, ganz zart, um das wirklich dampfende, rauchende, fauchende Geschehen im Nachhinein, im Abgang, nicht nur im Vorgang, auch im Abgang, wirklich dann zur Geltung kommen lassen kann. Nicht zur Wirkung, zur Geltung. Das sind zwei verschiedene Unterschiede. Die Unterschiede können Sie nachlesen im Wörterbuch. Gut, so, ja, dann machen wir die hier zu noch. Zack, zack, habt ihr es eh gehört. Ne? So, und jetzt muss ich nur mehr. Jetzt wird's lustig. Wo ist denn der scheiß Gasanzünder da? Der da ist auch gut. Ne? Also, das möchte ich euch zeigen, aber hoffentlich können Sie das noch sehen. Nein, das können Sie. Vielleicht können Sie es sehen, weil ich drehe die Kamera ein bisschen so. So, ja, vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ich muss ein bisschen hinterher schauen. Es könnte möglich sein, dass ihr das vielleicht beäugen könnt. Ja. Ich nehme sogar dieses Schutzgitter, auf dem normalerweise die Kaffeemaschine steht, runter. Ja. Rein dabei und jetzt kommt das Gas. Hört das? Jetzt ist der voll entzünden, natürlich mit dem Gasanzünder. Ich muss ein bisschen warten, weil das scheiß Ding ist so geschissen eingestellt bei den Gasherd. Dieser Zug da. Arsch! Brennt nicht! Gescheißen! Typisch. Also der, was das gemacht hat, den Gas hat angeschlossen und der gehört erschlagen. So geschissen, seit Jahren ärgere ich mich schon. So, ich glaube, es muss aber sitzen, oder? Jetzt da. Ja, jetzt sitzt. So, wo ist das? Genau, das Schutzgitter, das Gas, der Gasdüse, was ist quer, ja. Warte ein bisschen. Ui, Zuge. Das ist echt falsch. Ach ja, leck mich einmal, ist es daneben. Naja, geschissen. Ist ja wurscht. Lass mir das ein bisschen brennen. Ich glaube, das hat mindestens so viel Wert. Warte, ein bisschen wieder da her mit der Kamera. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da jetzt zugesehen habt und zugehört habt. Ob dieses wunderbare Gericht hier natürlich jetzt für einen Festakt ist, für einen Opernball oder für irgendwelche besonderen Festivitäten geeignet ist, das weiß ich nicht. Eins weiß ich aber jedenfalls, die Nachbarn und auch die anderen Leute, die was neben den Nachbarn wohnen, werden das sicher gerne verzehren. Ich muss halt noch jetzt schauen, dass es dementsprechend auch erwärmt wird, erhitzt wird, aber das beim nächsten Mal in der nächsten Kochsendung. Alles Arsch oder nix ist Leibwand. Auf Wiederschauen.